Dashli, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. 5 tibetische Gruppen bieten seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, ein Gebet für das lange Leben an. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, unterstützt die Hilfsbemühungen in Assam. China verurteilt tibetische Schriftsteller zu unterschiedlichen Haftstrafen. Parlamentarier treffen sich in Washington D.C., um über Tibet zu sprechen. CTA-Delegation trifft Sonderkoordinator für tibetische Fragen. Buddhas Reliquie kommt in der Mongolei an, angeführt vom indischen Justizminister. Office of Tibet Washington D.C. und Brüssel nehmen an der Spendenaktion der tibetischen Sprachschule teil. Heute Morgen haben 5 Gruppen von Exil-Tibetern, die aus verschiedenen Teilen Tibets stammen, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama ein Gebet für ein langes Leben dargebracht. Seine Heiligkeit der Dalai Lama sprach den Opfern der beispiellosen Regenfälle und Überschwemmungen in Assam, Nordostindien, sein Beileid aus. Er schrieb an den Ministerpräsidenten des Bundesstaates und spendete für die Hilfsmaßnahmen. In der vergangenen Woche haben starke Regenfälle in Assam zu einer kritischen Überschwemmungssituation geführt, die zahlreiche Menschenleben gefordert, Eigentum zerstört und Menschen vertrieben hat. Die chinesische Regierung hat ihre Maßnahmen gegen tibetische Intellektuelle und Schriftsteller verschärft, die nach monatelanger geheimer Inhaftierung mit langen Haftstrafen belegt werden, weil sie angeblich einen Akt des Separatismus begangen haben, nur weil sie ihre nationale Identität bekräftigen und ihre Grundrechte zum Schutz der tibetischen Sprache und Kultur wahrnehmen. Nach Angaben des tibetischen Zentrums für Menschenrechte und Demokratie, TCHRD, wurde der 48-jährige tibetische Schriftsteller Rongwo Gyendun Lodje am 1. Dezember 2021 vom sogenannten Xining Intermediate People's Court zu 4 Jahren Haft und 2 Jahren Entzug der politischen Rechte verurteilt. Rongwo Gyendun Hundup wurde am 11. November 2020 von chinesischen Sicherheitsbeamten in Rongwo-Kloster im Rebgong-Malo-Provinz Amdo in Tibet festgenommen. Nach der Veröffentlichung seiner neuesten Gedichtsammlung wurde er verhaftet und verurteilt. Nach Angaben des Zentrums wurde ein weiterer Tibeter, der 34-jährige Schriftsteller Thubten Lodje, Berichten zufolge am 14. dieses Monats von der chinesischen Regierung wegen Anstiftung zum Separatismus zu 4 Jahren und 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Seit seiner Verhaftung im vergangenen Jahr war er 8 Monate lang an einem unbekannten Ort inhaftiert. Wie das TCHRD berichtet, wurde ein weiterer tibetischer Schriftsteller und Gelehrter Rongwo Gangkhar aus dem Rongwo-Kloster Anfang 2021 von den chinesischen Behörden willkürlich verhaftet. Berichten zufolge befindet er sich seither in chinesischen Polizeigewahrsam. An diesem Mittwoch nahmen mehr als 100 Teilnehmer aus 28 Ländern an der 8. Weltparlamentarierkonferenz zu Tibet teil. Der vom tibetischen Exilparlament mit Unterstützung des US-Kongresses organisierte Kongress fand in Washington D.C. statt. Bei der Eröffnungszeremonie im Dirksen-Gebäude des US-Senats auf dem Capitol Hill hielt seine Heiligkeit der Dalai Lama die Hauptansprache und dankte den Teilnehmern in einer Videobotschaft aus Dharamsala. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten, Nancy Pelosi, sprach in ihren Ausführungen über die Pläne zur Förderung einer weiteren parteiübergreifenden Resolution, in der die Geschichte Tibets dargelegt und eine friedliche Lösung für den Status Tibets gefordert wird. The world has a moral duty to speak out with one voice against Beijing's abuses and stand up for the Tibetan people. That is why this forum is crucial, bringing together leaders of parliaments from all over the world to advance real autonomy for Tibet. We know we cannot allow the government of China to weaponize this false narrative as a means to deny Tibetans the right to fully embrace, again, their faith, their culture, their heritage. At the same time, it is essential that we put diplomacy at the center of our strategy for resolving the legal status of Tibet. Der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Khenpo Sonam Denpel, hielt die Begrüßungsansprache und Sejong Bema Tsering die Eröffnungsansprache. Sejong erläuterte die Hauptziele der Sitzungen des diesjährigen Kongresses.
Richard Geary, Vorsitzender der International Campaign for Tibet, und Damon Wilson, Präsident der National Endowment for Democracy, betonten, wie wichtig es sei, die tibetische Bewegung zu unterstützen und zu stärken. Am Donnerstag hielt der Exekutivausschuss des US-Kongresses für China zum ersten Mal eine Anhörung im Kongress ab, bei der die Aussagen von Forschern und Historikern gehört wurden. Auf die Öffnungszeremonie folgte eine Reihe von Briefing-Sitzungen, in denen Abgeordnete aus verschiedenen Ländern, Experten und Aktivisten über verschiedene Fragen zu Tibet diskutierten. Die erste Weltparlamentarierkonferenz zu Tibet fand 1994 in Neu-Delhi, Indien statt. Weitere Konferenzen wurden in Vilnius, Litauen, Washington DC, USA, Edinburgh, Schottland, Rom, Italien, Ottawa, Kanada und Riga, Lettland abgehalten. Eine CTA-Delegation unter der Leitung von Sigyong Bimba-Tsering traf sich am Dienstag dieser Woche mit dem Sonderkoordinator für tibetische Fragen Usra Seya auf dessen Einladung hin im US-Außenministerium. Der Sprecher Khenpo Sonam Denpil, der stellvertretende Sprecher Döma Tsering Dekang Galu Nosin Döma und der Abgeordnete Namgyel Chudup nahmen ebenfalls an dem Treffen teil. Sejong und die Delegierten statteten auch der Senatorin Dianne Feinstein, einer begeisterten Tibet-Unterstützerin, einen Höflichkeitsbesuch ab. Sigyong Bimba-Tsering sprach auch zu den tibetischen Gemeinschaften in Kalifornien und Minnesota, bevor er am Weltparlamentarierkonferenz zu Tibet teilnahm. Ulaanbaatar in der Mongolei hat am Montag letzter Woche die Reliquien des Buddha empfangen, die sich in der Obhut des Indischen Nationalmuseums in Neu-Delhi befinden. Die heiligen Reliquien werden 11 Tage lang im Klosterkomplex Ganda Dekchen ausgestellt. Der Repräsentant Delodulko Rinpoche vom tibetischen Büro Moskau überbrachte bei der Eröffnung, an der viele mongolische Regierungsvertreter und Tausende von Menschen teilnahmen, eine Botschaft seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Eine große Delegation aus Indien wurde von Unionsrechtminister Kiren Rijiju angeführt. Im Namen des Tibet-Büros in Washington DC nahm der chinesische Verbindungsbeamte Zütim Gyatso am Samstag letzter Woche am 25-jährigen Gründungsjubiläum des tibetischen Wochenendsprachkurses Losek Ling teil. Der chinesische Verbindungsoffizier wiederholte den ständigen Rat seiner Heiligkeit des Dalai Lama, die tibetische Sprache zu bewahren, und erzählte von der anfänglichen Einführung der tibetischen Sprache bis zu ihrem derzeitigen prekären Zustand unter der chinesischen Regierung. Die Losek Ling Tibetan Weekend Language Class wurde 1996 mit nur 7 Schülern gegründet. Im Laufe der Jahre stieg die Zahl der Schüler an und derzeit besuchen 450 Schüler regelmäßig die Wochenendschule, um die tibetische Sprache und Kultur zu erlernen. Sekretär Tinde Wangdu vom tibetischen Büro in Brüssel nahm auch an einer kulturellen Benefizveranstaltung teil, die von der Sherab Nangche Weekend Language School der belgischen Gemeinschaft in Antwerpen organisiert wurde. Sekretär Tinde Wangdu forderte die jüngeren Generationen auf, zweiflügelige Tibeter zu werden, die eine moderne, weltoffene Bildung mit der traditionellen tibetischen Bildung verbinden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.